Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Wusch! Haben Sie es auch gemerkt? Schon wieder ein Jahr vorbei. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Den meisten von uns ist es, glaube ich, ganz recht. Das Jahr 2022 kommt in der allgemeinen Einschätzung nicht besonders gut weg. Aber immerhin haben wir Sie in diesem Jahr begleitet. Ein Jahr lang angedacht zwischen Rhein und Reben. Immer wieder kurze Impulse, die die Kraft des Glaubens verbinden wollen mit Ihrem, mit meinem Alltag. Und deshalb zur Silvesterausgabe ein kleiner Zusammenschnitt aus den Angedacht-Folgen dieses Jahres. Bitte schön. Accio Thekane, Wingardium Leviosa. Hallo, ich probiere gerade meinen neuen Zauberstab aus. Den habe ich eben bei Ollivanders gekauft. Mein alter war zerbrochen, aber der neue hier funktioniert sogar noch viel besser. Halt, stopp. Was ist denn da? An Weihnachten bringt das Christkind Geschenke. An Ostern der Osterhase bunte Eier. An Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und was bringt der mit? All die kleinen und großen Wunder, die einem dort begegnen. Wenn ich mich hier so umschaue in unserer schönen Pfalz, dann kommt mir ganz viel in den Sinn. Du bist lebendig, du bist neugierig, du hast einen Traum. Wir gehen das an. Mein Urlaub ist da. Ich freue mich wie ein Kind. Wer eine Reise machen will, erkundigt sich vorher, plant die Reise, bereitet sie vor. Und wenn ich so in Bewegung bin in Gottes wunderbarer Natur, dann fühle ich mich auch verbunden, und zwar verbunden mit Gott. Und das regt mich an zu Gebet und zu Besinnung. Ich bin ganz bei mir, bin ganz hier. Wie ein Kind entdecke und sehe ich so vieles, was ich sonst nicht beachte. Von einer führenden Person von Google stammt der Satz: Wir wissen, wo du bist, wir wissen, wo du warst, wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst. Mir reicht's. Mit der Angst vor einem kalten, dunklen Winter, mit der Sorge um steigende Inflation und explodierende Lebensmittelpreise. In Astrid Lindgrens Kinderbuch Michel aus Lönneberger fragt Vater Anton Svensson seine Frau, wie sie denn die Fleischbällchen, die Schöttbüller, für das Dorffest mache. Sie antwortet: lagom stora, lagom runda und lagom bruna. Lagom groß, lagom rot und lagom braun. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Gott ist in control. Diese Welt geht nicht an ihm vorbei. Er liebt sie, er hält sie. Und wir können als Menschen deshalb in dieser Welt etwas zum Guten verändern. Auch heute in unserer Zeit. Und gerade das brauchen wir doch in diesen Zeiten, wo so viel sicher Geglaubtes ins Wanken geraten ist. Weisheit, Mut, Liebe, Versöhnung, Hoffnung. So gesehen können auch Muggel zaubern. Mit Gottes Kraft der Liebe. Und so wünsche ich Ihnen auch ein wenig von diesem verrückten, trotzigen Vertrauen, dass auch in unserem Leben die schönen Momente über die dunklen, einsamen Stunden siegen. Seien Sie neugierig auf die Wunder, die Sie dabei entdecken. Mach dich doch heute mal auf den Weg und probier's mal aus. Nimm mal ein Erinnerungsstück in die Hand und erinnere dich an eine dir liebe Person. Oder schau aus dem Fenster, geh hinaus in Gottes wunderschöne Natur. Denn es lohnt sich, vor allem in der schönen Pfalz. Also, wir rechnen mit dir. Und dann heißt es Schiff Ahoi! Haben Sie sich an manche dieser Folgen erinnert? Vielleicht war was dabei, was Sie damals ganz besonders angerührt hat. Wir werden auch 2023 wieder für Sie da sein, Woche für Woche, angedacht zwischen Rhein und Reben, originell Glauben und Leben miteinander verbinden. Weil, wie es die neue Jahreslosung sagt, wir uns einem Gott anvertrauen, der uns sieht, der dich sieht, der mich sieht. Und in dem Sinne ein gutes, ein gesegnetes neues Jahr 2023. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.